Amsis Videoclub Schöffling als Haute zu Gast Strong Man als Strong Woman Cup zu Schöffling. Ich bin hier beim Philipp Michel, den Responsable von der Schöfflinger Gemeng für diesen Event. Was geschieht eigentlich heute? Wir haben heute die besten Kraftathleten aus der Großregion zu Gast zu Schöffling. Und die müssen hier Kräften an 5 verschiedenen Disziplinen. Unter anderem könnt die spektakulärst könnt nach, dann sehen sie den Kamion von der Gemeng. Wie kann ihr aber so eine Idee für so ein Event heute zu Schöffling zu organisieren? Ich habe den 1. Oktober letztes Jahr als Sportkoordinator angefangen. Und meine Idee war, ein bisschen den Leuten zu weisen, dass der Sport eigentlich viel mehr ist wie die klassischen Sportarten und auch viel mehr wie der Fußball. Dass auch so etwas Kraftsport durchaus zu den Sportarten gehört, die interessant sind und die hier Berechtigung haben. Der zweite Punkt war ein bisschen zufällig, weil gleichzeitig mit mir wird Anfang Oktober den Benny Wagner am Atelier angefangen an hin möchte den Strongman selber an ihn als der Lebenspartner von Nadja Baustad, wo die besten Lützebauer Strongman-Athletin ist. Und sie haben mich direkt kontaktiert und gefragt, ob das keine Idee wäre, so eine Kompetition mit ihrem Club, die Wild Hawks, hier zu Schöffling zu organisieren. Und da war ich natürlich Feuer auf Flamme, für das mit ihnen zusammen zu machen. Super Idee, super Initiative. Seit wie lange geht der Club schon? Der Club gibt es schon ein paar Jahre, du musst sie ja nur selber freuen. Ich denke, Nadja möchte sind 3 oder 4 Jahre richtig intensiv Sportart. Wenn ich das noch richtig verstehe, an der Zeit hat man Herkul Grün, durch auch Christen, ist ja noch nicht so lange hier. Anlo, sie sind da und sind völlig angetragen. Sie holen ein bisschen Relief zusammen mit Tom Habscheid, den wir gut kennen, heute zu Lützeburg, weil er die Medaille auf den Paralympics gewonnen hat am Bombstoßen. An den hat sich nur seine aktive Karriere auf Strongman-Disziplinen spezialisiert. Er kann heute aber leider nicht mitmachen, wird aber schon versprochen, weil er als Zuschauer für das nächste Jahr dabei zu sein, wenn er voll am Training ist. Philipp, was ist den Highlight heute von diesem Event? Ich gebe so den Highlight, dass dann effektiv der Kamion, den gezogen von der Gemeng, den weit meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, 13 Tonnen. Und der wird dann mit Muskelkraft über eine gewisse Distanz gezogen. Aber was auch noch ganz spektakulär geht, das ist die Feierdisziplin. Das sind die Atlas Stones, die Athleten, die Großstangen von ungefähr 120 oder 140 Kilo, die Athleten über die Schulter müssen heben. Aber ja, lieber Sie wie ich. Schöfflinger Gemeng feiert 150 Jahre das Jahr. Da sind bestimmt auch noch eine Reihe sportliche Evenementen für programmiert. Absolut, es geht weiter nächsten Samstag, also der 6. Juni, mit der Nuit du Sport, die ja all Jahr ist, wo sämtliche Sportvereine aus der Gemeinde können hier Disziplinen dem Novus präsentieren. Und dann als Ausgangs Juni, genauer gesagt den 27. Juni, auf der Place Grande Duchesse Charlotte den allerersten 3x3 Basketturnier zu Schöffling. Da geht es darum, das sind Equipen die von 3 Spielern, die auf einen Basketkurve spielen. Und das Ganze ist enkadriert mit viel Jugendkultur. Das heißt, da ist ein DJ da, da ist ein Saxophonist, den wird für gute Stimmung sorgen, da ist ein Coiffeur da. Die kann sich also seine Haare schneiden lassen während dem Event. Also das ist ein Mix zusammengefasst, also der Mix zwischen Leistungssport, zwischen Jugendkultur und Party. Ganz interessant, da bleibt schon immer übrig, die Leute alle hierhin zu invitieren und hier einen ganz großen Erfolg zu wünschen. Merci, Philipp. Vielmals merci.
Ich habe noch die große Chance, zwei Membern, Nadia und der Ben, vom Wild Hogs neben mir zu holen. Sie sind Gründer von einem Verein und sehr aktiv. Nadia, seit wann bist du da mit am Rennen und was machst du da? Ja, ich sind recht letztes Jahr im Januar sind ich an den Strongman rangeklommen. Und ja, das ist ja, 1,5 Jahre, wo ich den Spruch mache. Für drunter habe ich Powerlifting gemacht während 5 Jahren. Hier in Lützeburg, und wo ich auch Rekorde abgestellt habe. Und ich wollte mich entschieden, also ich wollte einen anderen Sport ausprobieren. Und das gefällt mir gut. Und gucken, was daraus geht. Was für verschiedene Disziplinen gibt es da? Ja, im Strongman hat ganz viele Disziplinen. Gibt so viele Variationen, kann ihn das viel über Kopf, Laufdisziplinen, Stangenheben, Sandsack und schwer, aber das ist mein schwerer Sport eigentlich. Und ja, dafür dort viel Disziplin und Training für da eben am Sport können weiterzukommen. Was sind die Ziele, die ihr da habt? Ja, mein Ziel ist es, für weiterzukommen am Sport und für international aufzutreten und schon noch im März eine Qualifikation, auf der Qualifikation für eine Weltmeisterschaft. Und so kriege ich eine Invitation für die Europameisterschaft nächste Weekend in England, wo ich dann Lützeburg repräsentieren an der 64 Kilo Klasse bei den Damen. Das klingt schon alles vielversprechend. Da wünsche mir dann ganz viel Erfolg, bonne Chance für die Zukunft. Neben mir auf der anderen Seite habe ich dann hier den Ben. Ben, wie lange bist du hier schon an dem Club bei Massatz und was machst du? So, ich mache den Sportler plus minus 5 Jahre. Sind noch international, wo ich auf Konkurren und so weiter gehe. In Holland, der Belgien, Frankreich und Deutschland. Und ja, ich eben nur zu 2 dezidiert für den Club abzumachen. Und für das Teil Lützeburg ein bisschen Hybrid zu trippeln, weil den Sport zu Teil Lützeburg nicht viel, also sind nicht viele Leute im Moment, die machen, aber wir gingen das gerne ein bisschen mehr groß machen. Und für das dann irgendwann noch mehr Leute den Sport gingen machen. Das ist der Bild von der Sache. Ja, viel wissen mit Sicherheit nicht, worum es geht. Dafür sind natürlich so Events wie den heute eine gute Propaganda für euch. Ne? Ja, das war am Anfang auch der Sinn von der Sache. Wir haben die Chance, die wir hatten, haben wir am Anfang genutzt, für das wir heute zu Schöffling können, den Konkurs auch bestellen, und für die Leute können zu weisen, was wir überhaupt so am Großen und Ganzen machen. Was der Zukunftsprojekt hast du für deinen Club, für deine Performancen? Also für den Club selber als der But von der Sache für das Teil Lützeburg wir gingen gerne als Tabglieder von Lützeburg gehen am Strongman, das heißt, wir wollen den Aussprechpartner Lützeburg geben, wenn es um Strongman geht. Wir gucken, dass wir dementsprechend dann noch Konkurren organisieren und dass wir auch zwei Leute Interesse haben, da können sie sich bei uns melden und dann gucken wir, dass wir da zwei OP gesagt kriegen, dass die Leute den Sport auch machen können. Das ist so der But von der Zukunft für unseren Club. Für mein persönliches Ziel aber Konkurren machen, überall am Ausland. Schon das Jahr und noch 2 Konkurren, die an Wüste stehen, sind alle 2 im September. Das ist schon noch bis Zeit für mich zu präparieren. Voilà, und dann, wenn die River sind, dann gucken wir nächstes Jahr, was Neues geht. Das ist von Saison zu Saison, das könnte dann immer etwas Neues. Tipptopp. Merci Nadia, merci Ben für all die Erklärungen und für die Zukunft. Nimm das allerbest.
Kann man auf den Schoß absetzen! Auf den Schoß!